Wodka-Bier. Aua. Das sind alles philosophisch, Freund. Wer kennt es nicht? Szenen, die zu ziemlich alle zu beier Jugend an Dachs darüber rausgehören. Haut das kein lang intronetisch. Bei 100 Mond geht es Saufen! Du mal den Videoclip, ne? Ja. Okay, nicht, dass du mal dran. Wochenende! Saufen! Ja. Endlich saufen. Kein Bier vor 4. It's wine o'clock. Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. Doch heute ist es umgekehrt. Schlut ausknipsen. Sich eng strecken, sech in an Sakristei balleren, sech Festplatt formatieren. Ich trink heute, das ist kein Witz. Aperol, spitz kein Glühwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Praktisch neicht huet sech so déwer fest an eiser aller Stëmmbänner, Cap, Herzer a virun allem Liewere verankert wie de Konsum vun Alkohol. Soll man nicht Satz fertig machen? Weil wenn ich direkt an alle verschiedene Farben okay. Da müssen wir trinken. Praktisch neicht tut sich so Dave fest an eiser aller Stimmbänder, Cap, Herzer a virun allem Liewere verankert wie der Konsum von Alkohol. An alle verschiedene Formen a Farben. Du hast Dinge bis nicht getrunken. Stich mir die noch fertig machen. Fucking hell, okay. An natürlich kann doch zu Lützeburg schneischende Stellewert vom Alkohol an all seiner Vielfalt run. Ein gute Patchen gehört ganz selbstverständlich zu enger normaler Mittagspause oder ein Geschäftsessen. Wie könnte man die Creme an der Chambre vergessen? Und pass auf, wahrscheinlich braucht doch dein Opa mit Glatz erbacht seinen eigenen Triple Dry Hopped Hazy IPA am Keller. Klein Klammer, die ganz scharfsinnigen hat schon nicht bestimmt schon gemerkt. Wie das wir schon beim Thema sehen, haben wir als für das falsch ein kleines Trinkspielauffälle gelost. Okay, also viele Auffälle gelost wir also nicht. Wir trinken einfach Alkohol beim Wort Alkohol. Me, für uns nicht komplett aus dem Leben zu sprengen, halen wir mal lieber ab mit dem heutigen goldenen Lebenselixier der Hundestrip. Und für leben wir ein bisschen mehr starken goldenen Lebenselixier weiter. Der beste Regulator und die beste Medizin für unsere Körper, Arzt, am Leib, unsere gute Lützeburger Bier. Merci. Freck, wie uns das schon gemacht. Alkohol steht zentral an unserer nationalen Identität. Und das für die meisten Leute Synonym für Spaß, auch gut Zeiten zusammen zu verbringen. Nicht nur auf dem Hengsigen Nationalfeiertag. Wir identifizieren uns mit unserem Lieblingsbier als in Hofrisch von der Lützeburger Cremant von einem deutschen Master of Wine als der beste Cremant, den ich je in meinem Leben verkostet habe. Genannt wird. Vorher Christmacht, Nationalfeiertag, Oktoberfest, Weinfoire. Kein von diesen raffinierten Heisch-Kulturveranstaltungen wie auch nicht denkbar ohne das ein oder andere Glas. Aber natürlich muss ich nicht bis dahin warten. Sportlehrungen an den Gemengen, Neujahrsrezeptionen, mein Gott sogar Konzerte von Kannerorchester, Schultheater und an der Kirche. Geht da an der Regel überall zu saufen, wo ein Katz durch die Bach geschläft wird. Gehört einfach dazu. Und just für die, die den Ausdruck nicht kennen, so wie ich, Katz durch die Bach schläfen, heisst nicht anders, wie das an zwölf irgendein Dippefest ist. Das Lützburger Spruch nicht geil. So, ich will auch gar nicht so scheinheilig machen. Auch mir trinken Heinz den einen oder anderen. An Heinz doch nach ihnen zu viel. Und dreht ja aber auch doch zu guter Stimmung bei. Verletzt. Ah, pardon. Und einfach sind wir der Meinung, dass es vielleicht mal in der Zeit für sich ein bisschen mit dem Thema Alkohol auseinanderzusetzen. Wie man 2, 3 Feierabendbier auf einem dünnen Abend. Ich meine, ganz tief an uns dran sind wir uns alle bewusst, dass den Alkohol nicht just positive Seiten hat. Please, don't ruin this for me. Doch, det mal leid, da muss man leider durch. Es ist leider nicht alles Friede, Freude, Eierlikör. Alkohol kostet als Gesellschaft nämlich ein Hede Geld.
Zwar kann sich die Industrie laut Statista das Jahr darauf verlassen, dass zu Lützeburg 833 Millionen Euro allein für alkoholische Getränks übertake gehen. Allerdings riecht Alkohol gleichzeitig enormen ökonomische Schulden. Rund 1,2% vom Lützeburger PIB allein durch Krankheiten als Direktkonsequenz vom Alkoholkonsum. Das waren 2024 mehr wie 1 Milliard Euro. Dabei kommen nach Autosaccidenten, Klappereien an einer Delikte. Aber auch direkt den Konsum von Alkohol gebunden Aufenthaltsspital. Du hast richtig Flash geht am Anfang nach falsch. Wir sind schon weit in der falsch. Ah, merkt. Dabei kommen nach Autosaccidenten, Klappereien an einer Delikte. Aber auch direkt in den Konsum von Alkohol gebunden Aufenthalt am Spital, Arbeitsausfall, Geburtsschied, die Leute können noch bis das nächste Sauffest weiterfeiern. Alles das dürft du sich aber kein als große Überraschung für kein. Weißt du noch, wo ich sagte, wir sollten den all-dritte Blooper Shot machen? Ich bin froh, dass du da direkt gestracht hast. Alles das dürfte sich aber für kein als große Überraschung kommen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns über Männer wie 2 Äcker mit einer Person mit einem seriösen Alkoholsproblem zu dienen hat. Oder sogar Familie ist. Me, wieso ist die Schuld dann eigentlich so groß? Alkohol ist ein Zellgift. Es fordert den Körper ab dem ersten Schluck. Wenn noch nicht wusst, der menschliche Körper ist nicht gemacht für Alkohol zu sich zu halten oder zu verschaffen. Oh, Freck. Ja. Den Effekt, den ich spürt, wenn den anfängt sich anzustrecken, ist nämlich nicht ein Zeichen von dem Körper, dass er zusammen Spaß hat, dass der Versuch für irgendwie mit dem Gift eins zu gehen, ohne aufzukratzen und ohne dabei zu viel Gehirnzellen zu zerstören. Bei jedem Rausch können Gehirnzellen sterben. Stimmt das, Herr Doktor? Bin ich schon viel blöder, als ich vor meinem ersten Bier war? Wir alle. Ja. Die überrascht dafür auch wenig, dass die WHO davon ausgeht, dass alle Jahre so paar Millionen Menschen auf der Welt in direkte Folge vom Alkoholkonsum sterben. So, alle dazu trinken. Ja, ist ja aber gerade auch das Gute davon, ne? Allee, wenn wir ehrlich sind, dann überrascht doch nicht, dass Lützburg ganz viel mit dabei ist, von dem Binge-Drinking geht. An 43% von Lützburger trinken mindestens einmal die Woche. Und noch mal 13,6 Liter reinem Alkohol. So, und noch mal 13,6 Liter reinem Alkohol pro Cup leihe mir, was den Juruskonsum angeht, ganz weit mit 4. Kennt ihr die Hai schon? Eine Grafik, die verschieden. Okay, das aber schon, ist die Frage für die Grafik zu weisen. Kennt ihr die Hai schon? Eine Grafik, die verschiedene Drogen machen vergleicht. So Grafiken sind aber nicht cool. Was das alles weiß dann so. Nee, ist ja auch nicht so, oh geil, also. Kann die Hai schon? Eine Grafik, die verschiedene Drogen mit vergleicht. You name it, we have it. Plus Sachen, von denen dann noch nie hören hat. Aber wo steht also Kollege denn? Alkohol? Nummer 1. Nummer 1, ja. Ja. Nummer 1. Sie. Mit Aufstand. Leck mich am Arsch. Innen angefangen. Shrooms, illegal. Ich kann es nicht aufreden. Das ist ja einfach zu krass. LSD, illegal. Ecstasy, illegal. Butan. Das ist fucking Gas und ein Flash. Egal. Am Decathlon, für den Rest illegal. Methadon, illegal. Ketamin, illegal. GHB, illegal. Cannabis, nicht illegal, nicht legal. Amphetamin, illegal. Tobak, legal. Kokain, illegal. Methamphetamin, illegal. Crack, illegal. Heroin, illegal. Alkohol, legal ab 16. Zu kriegen auf all Tankstellen, Supermarché, a Kiosk. Da könnt ihr mal gucken. Genau. Das ist so eine gute Idee, ein Trinkspiel aus der Folge. Das ist die gute Idee, das war die beste Idee, die man je hatte. Okay. Ja, genau. Hier müssen wir global einen absolut notwendigen Ausflug an Drogenpolitik machen, die ja absolut bescheuert ist. Aber für beim Thema zu bleiben, verweisen wir da auf irgendeinen von unseren zukünftigen Folgen und verkneifen als Lommel Kommentar. Ma, auch wenn ihr die Grafik von Lograt noch nicht kannt hört, wissen wir doch all, wie unheimlich schlecht Alkohol für Eis und die Welt rundherum ist. Und trotzdem sitzen wir hier, also fleißig im Hüppen.
Wieso trinken wir also noch so viel? Für dich die einfache Erklärung. Alkohol trinken mischt einfach Spaß. Okay, ich meine, danke. Nee. Ja, okay. Oder zumindest, dass es das, was als Tradition und Gewöhnlichsten als mal auf den Weg gehen. Wenn wir Alkohol trinken, schüttet das Gehirn unmussig viel Dopamin aus. Neurobiologisch macht ja Alkohol eine Ausschüttung von Dopamin. Die Sorgen treten in den Hintergrund, ne? Und man fühlt sich einfach ganz entspannt. Wir sind lustig, selbstbewusst und risikofreudig. Und das führt dazu, dass wir all die Shit erkaufen und etwas machen, was schlecht für uns ist. Keine Ahnung, ein bisschen noch wie Doomscrolling oder überhaupt als Aufhängigkeit von unseren Smartphones zu erklären ist. Wir haben die ganze Zeit den nächsten Dopaminshot. Und alles das möchte, dass wir aus der Hypokrisie bald nicht mehr rauskommen. Da wird zum einen die immer noch omnipräsent Verherrlichung bis zum geht nicht mehr. Filme, an denen bis zum Umfallen gesoffen wird, Serien, an denen, meistens Männer, sich immer noch nur der Arbeit auf die Couch fallen lassen, Face legen an einen Scotch, Bier oder was auch immer trinken. Bombs away. Am I the only one who can work and drink at the same time? Das Klone vom RTL dann noch nach 3 Minuten Sendezeit vergeudet für Reportage über den billig produziert Sauflied, mich sagt natürlich nicht unbedingt besser. Et war rouegem Comedy-Duo Yves Taskiots Agile Page. Dabei kommen dann auch noch legal Alkoholsreklammen, wo ich nicht mehr gucken kann. Promo beim Akaufen, Happy Hours a Gewinnspieler kommen auch noch dabei. Die Hypokrisie von der Regierung ist auch nicht zu unterschätzen. Die Enghand groß ophalen a gut fett Steuern Alkoholverkauf kassieren. Mit der anderen Hand probieren halbherzig, mit penible Kampagnen als die böse Fanger zu weisen und zu sagen, wir sollten aufpassen mit diesem Konsum. So zum Beispiel mit folgendem Lebe kleine Partystärchen. Ma ja, kleine Partystär, da kann man gucken, was das Haut für ein interessanter Fakt mit Postur ist. Ein Alkohol bringt all 30 Stunden eng Personen. Merci, kleine Partystär. Und dann hast du noch den großen Elefant am Zimmer. Den sozialen Druck. Wen es trinkt, geht schief angeguckt. Oder mit dem geht gerne noch mal den Gag gemacht. Das ist doch schon bald ein Reflex zu fragen, ob alles an der Reihe ist, von einem bekannten Haut nicht trinkt. Alkohol trinken ist so Dave an uns drauf verankert. Pardon, ich nicht vergessen. Okay. Alkohol trinken ist so Dave an uns drauf verankert, dass es einfach. Bitte, Hammer. Du geht einfach gar nicht mehr, jo. Das ist nämlich viel. Surprise. Das ist nämlich viel, ja. Das ist ja super, was du da mal wert. Ja. Alkohol trinken ist so Dave an uns drauf verankert, dass es uns einfach nicht gelingt, rational und Sachen runterzugehen. Wenn ihr bedenkt, dass Alkohol, wie wir gerade gesehen haben, so enorm viel Schuld riecht, ist das einfach nicht nachvollziehbar. Wir geben ja auch keinen, den nicht filmt, dazu drängen zu filmen. Just wenn wir der Meinung sind, dass dazu gehört, an ihn sich da besser amüsiert. Die Zeiten sind lange rüber. Und aber saufen wir immer weiter und immer weiter. Dabei sollte man doch eigentlich alle gut wissen, dass es höchste Zeit ist, dass wir uns viel mehr grundlegend vorstellen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass Jugendliche von 14, 15 Jahren schon regelmäßig komplett besoffene Stadt trillen, aber wahrscheinlich bald alle gut eine ganze Reihe mehr oder minder memorable Saufgeschichten zu erzählen haben? Auch von Demos mit 14 oder 15 Jahren. Zu Party, zu Party, zu Party, zu Party. Wir sind jung und wir wollen morgen, wir wollen nicht zu Hause wachen. Meinst du, soll ich Lopez gehen oder soll ich nicht? Nee, wir sind wirklich bald fertig. Das ist gut. Ah ja. Ah ja, und plus wirklich noch. Man, nicht mal lange Zeit. Alkohol ist schlecht. Für dich, für die Leute rundherum dich, auch für Leute, von denen du noch nie hören hast oder wärst. Punkt. Mit domat as Sache natürlich nicht gedo. Wir wären kein Menschen, wenn wir aus so einer logischer Schlussfolgerung nicht eine sozio-psychobiologische Komplexität gemacht hätten, die alle Kopfhörerknöte an der Boxentasche übertrifft. Kleine Flashback für Leute, die sich noch an Zeiten ohne Bluetooth-Kopfhörer erinnern können. Hashtag 2013, Baby! Sie schneiden mir dran, ne? You clip them together so they stay together. You take this off. You take these two things. Voila, no tangles. Wir wissen, wie schlecht das ist. Und machen es aber billig, accessibel, akzeptiert und gefeiert. Alle hüb, alle nach einer Statistik, die allerletzte für Haut. Versprochen. Einer vergleichender Studie noch machen wir für all Euro, den wir für Alkohol ausgehen, 1,6 Euro Schuld. Und auch, wenn rund 6% von der Produktivitätsverlust ist, bleiben aber noch 62 Cent direkte Schuld. Oder rechnen so.
No all zweete Mini kennst du dir vom Schuldienst du gemacht hast nach ein dritte Mini gratis beistellen. Von dat de Businessmodell aus. Wieso will mir net endlich aufhängen, méi bewusst a responsabel mat Alkohol umzugehen? Oder komm mir auch nein op. Ich muss wirklich pissen. Wieso will mir net endlich aufhängen, méi bewusst a responsabel mat Alkohol umzugehen? Oder komm mir trauen als vielleicht überhaupt mal als einen Umgang mit alle Substanzen auf die Lehrstühlen auf für 4 anzuordnen. Wir will ja auch keine Zigarettenkönigin auf der Musel oder delen auf der Diplomüberreichung von einer kleinen Schwester 4 Stecker Ecstasy-Pillen aus. Da komm, ich muss wirklich pissen. Gib mal 20 Sekunden, okay. Aber ja, ich muss zugeben, das ist doch alles ein bisschen viel gehofft. Alkohol... ass einfach de Platzhirsch. Vielleicht sind Sachen wie den Dry January oder die Popularität von alkoholfreiem Bier ein gut Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht. Ich habe mir heute ein wunderbares Schlusswort abgeschrieben, aber das gouf schon lange geschwärzt. In dem Sinn, bis die nächste Kehr. Prost. Für alle Wissner auf die Altkanner. Losfangen vom Alkohol, das ist nicht gesund.